Gehen wir mal rein. Gehen wir mal ein bisschen rein in das Thema Transfers. So. Oder Transferstrategie, die wir nicht besitzen irgendwie. Ja, wie du es ja schreibst. Also ich tue mich auch super schwer damit, gerade Max Eberl irgendwie irgendwo zu bewerten. Ne? Also jeder, der die PK gesehen hatte, wo dann Max Eber sitzt und hämisch sagt, ja, vielleicht kann ich den Voldemade ja Voldemade, können wir den ja ausleihen von Stuttgart, weil leihen dürfen wir ja. So, das sagt doch schon alles, ja. Das sagt doch alles aus über. Und da sind wir auch der Stefan Seisfried. Ich weiß nicht, wie ein Club von der Größe des FC Bayern, aber das habe ich letztes Jahr schon gesagt, aber wir wiederholen das einfach, so geführt werden kann. Ja? Ich habe es jetzt schon in 3, 4 Streams gesagt, glaube ich. Ich meine, es kann ja jetzt keiner mehr hier im Chat sein oder generell irgendwo sitzen und sagen, beim FC Bayern hat nicht Uli Hoeneß das Sagen. Ja? Also ich denke mal, das hat die PK ja klar gezeigt. Ja? Also, ich denke, die PK hat klar gezeigt, dass ein Max Eberl wahrscheinlich noch den einen oder anderen Spieler vielleicht verpflichten wollte. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das gut oder schlecht wäre. Da kommen wir gleich noch zu. Aber er halt mal wieder, hat er ja auch so gesagt, die Anweisung gekriegt hat vom Aufsichtsrat, du darfst noch einen Spieler leihen und sonst darfst du nichts machen. So. Das Ganze, wann? Vor einer Woche war es. Dann versuch mal, einen Spieler zu leihen, der dich weiterbringt. So. Ja. Wie gesagt, ich kenne den Jackson jetzt nicht, ich habe keine Ahnung, welches Niveau der hat. Aber find mal einen Spieler, den du leihen kannst. Ja, der dich weiterbringt vom Niveau her. So, wie soll das funzen? Ja, ist es richtig, dass du für die 15 bis 25 Millionen, die da im Raum standen, die noch zur Verfügung stehen, so einen Spieler nicht kriegst? So, jetzt könnte man natürlich auf der anderen Seite sagen, warum hat man nicht die Eier und kauft mal irgendwo, was weiß ich, irgendeinen talentierten Spieler ein für 15, 20 Millionen und gut. Aber da sind wir ja schon wieder bei dem Thema, was bei uns im Verein sowieso nicht klappt. Das ist ja die Talentförderung. So, da haben wir ja einen Trainer geholt, der da keinen Bock drauf hat. Ja, da kommen wir gleich auch noch zu. Also von daher, ich kann den Move von Uli Hoeneß verstehen. Ja, ich kann den voll verstehen. Erstens, ja, wir sparen roundabout. Ich weiß nicht, was der Jackson jetzt verdient und so weiter, aber ich denke, wir werden im Groben und Ganzen so um die 50 Mille einsparen an Gehälter pro Jahr. So, ja, das sparen wir schon mal ein. Und natürlich hat sich so ein Uli Hoeneß und auch der Aufsichtsrat und alle im Verein auf die Fahne geschrieben: Leute, wir müssen mal jetzt den Campus einbinden und da 1, 2 Spieler pro Jahr an die erste Mannschaft heranführen. So, das hat man sich auf die Fahne geschrieben. Das hat man vor, wie lange ist der Eberl jetzt da? 1,5 Jahren. Vor 1,5 Jahren hat er sich großmundig da hingesetzt mit dem Christoph Freund zusammen, der extra dafür geholt wurde, schon vor Eberl, damit wir genau das tun, ja, dass wir Spieler entdecken, bevor sie halt eben 60, 70, 80, 90, 100 Millionen kosten, sondern wir entdecken sie einen Step vorher. Ja, das war der Plan, das war die Aussage vor 2 Jahren, wo Christoph Freund geholt wurde. Wir haben nicht einen so einen Transfer getätigt. Nicht einen. Also Mathis Tell war noch auf Brazzos Füßen gewachsen, wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten haben wir so einen Transfer nicht gemacht. Ja, ich weiß nicht. Ja, mit viel Wohlwollen können wir Michael Olisse dazu zählen, aber der hat auch schon über 50 Mille gekostet. Also weiß ich nicht, ob man jetzt von dieser Art Transfer reden kann. Man hatte jetzt noch 25 Millionen, da hätte man ja dieses Jahr jetzt diese Art Transfer machen können. Aber man kriegt es ja noch nicht mal hin, die eigenen Jugendspieler in den Kader zu bugsieren. Die schickt man ja alle weg. Ja, Iran Kunda war so ein Transfer, richtig. Der durfte dann 2 Spiele in der Vorbereitung spielen, wurde ein halbes Jahr verliehen und dann verkauft. Ja, weil er, weiß ich nicht, zu jung ist. Ja. Von daher nochmal zurückzukommen auf den Move von Uli Hoeneß. Ich verstehe den Move von Uli Hoeneß, weil er dazu den Sportvorstand, den Sportdirektor und den Trainer zwingt. So, was anderes ist das nicht. Ja, was anderes ist das nicht. Das ist einfach ein Zwingen, dass man jetzt auf die eigenen Spieler setzt. So, das ist mein Take. Das ist der Gedanke von Uli Hoeneß dahinter. Es geht nicht darum, ob wir, was weiß ich, 50 Mille sparen, ob wir 80 Mille sparen, ob wir 100 Millionen sparen. Ich bitte euch. Leute,
Ey, wir fahren keine Ahnung, seitdem ich denken kann, in jeder Jahreshauptversammlung machen wir Plus. So, wir können kein Minus haben. Ja? Natürlich ist es sinnig, mal die Kaderkosten runterzuschrauben, die waren viel zu hoch bei uns. So, aber das ist nicht die Intention von Uli Hoeneß. Das ist nicht die Intention zu sagen, oh ja, wir müssen jetzt unbedingt 80 Millionen einsparen dieses Jahr. Nee. Das ist seine Ausrede, um sich nicht dahin zu setzen und zu sagen, pass mal auf, wir wollen hier auf die eigene Jugend setzen. So, das ist mein Take. Ja, von daher kann ich das voll nachvollziehen, dass der Uli den Move gemacht hat. Vor allem, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass so Musiala, Davis und Ito ja auch noch in der Regel wiederkommen sollten. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wir haben auch meistens 3, 4 Verletzte pro Jahr. So, ja, das ist ja auch Standard bei uns. Guckt euch den Transfersommer an. So, ein Spieler, der ein gutes halbes Jahr hatte, der eine gute U21 gespielt hat auf einmal einen Marktwert von 75 Millionen und wechselt jetzt für 90 in die Premier League. Und das ist die Kehrtseite der Medaille. Über was reden wir? Ja? Also nochmal, ey, wenn du für einen Voldemade 30 Millionen gezahlt hättest, dann wäre das ein guter Deal gewesen. Aber die Summen sind ja gerade, das ist der Markt. Ja, das ist der Markt, Leute. Ein gutes Jahr reicht, das ist der Markt. Punkt. Ein gutes halbes Jahr reicht. Ein gutes halbes Jahr, junger Spieler, langer Vertrag, ja, Marktwert 75 Mille. Punkt. Fertig. Ja. Du musst nicht mehr nachweisen, ob du das Niveau hast. Das interessiert keine Sau mehr. Von daher schwierige Transferphase gerade. Ja. Und das wird nicht besser werden. Das wird nicht besser werden. So. Und wenn du dann guckst, was wir für einen Aderlass in der Bundesliga haben, dann wird es für den FC Bayern auch nicht einfacher werden, dass irgendwelche Topspieler unbedingt zum FC Bayern kommen. Ja? So, das gehört auch zur Wahrheit. Weil, Leute, Fußballromantik, dass Spieler zum FC Bayern kommen, als der FC Bayern ist, ich denke, das hat der Woldemade nochmal gezeigt, das können wir abhaken. Ja? So, von daher unsere Transferphase jetzt zu bewerten, boah, weiß ich nicht. Wir sind natürlich super dünn besetzt in der Offensive, ja, völlig richtig. Musst du halt 3, 4 Jugendspieler dahinter setzen, so, das ist der Punkt. Ich meine, wenn der Jackson-Typi da jetzt noch kommt, wie gesagt, ich kenne den nicht, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Wir können ja froh sein, dass Serge im letzten Vertragsjahr ist, so, dann ist er ja immer stark. Also von daher erwarte ich, dass Serge sich auf jeden Fall ein bisschen Mühe gibt. Obwohl ich den nicht so gehypt sehe, wie er gerade gehypt wird. Anderes Thema. Ansonsten, ja, was hast du gut? Luis Diaz. Weiß ich noch nicht. Ja, gefällt mir gut vom Einsatz her, vom Wollen, vom Machen, vom Tun. Hat ja dann auch 2 Hütten gemacht, hat aber natürlich auch nochmal 4 verstolpert. Also von daher mal abwarten, wo da die Richtung hingeht. Ja, das war es ja schon. Was haben wir sonst verpflichtet? Ja, wir haben Jonathan Tah ablösefrei verpflichtet, Tom Bischof. Ja, das sind unsere Transfers. Ne? Also, ja, weiß ich nicht. Kannst du natürlich drüber streiten, so, ja. Aber wir können uns halt nicht immer, ich meine, ich bin nicht alleine, ich lese gleich den Chat, nicht das Thema rund gemacht habe. Ich bin ja nicht alleine, der sich hier hinsetzt und sagt, ja, oh ja, wir müssen jetzt immer endlich auf die Jugend setzen, wir haben so viele tolle Talente. Beides geht halt nicht. Ja? Du kannst halt nicht anfangen, jetzt pro Transferphase hier 2, 3, 4 Leute für wieder jede Position doppelt besetzen und dann hast du Jugendspieler als 4. Lösung oder so. Dann kriegen die wieder keinerlei Einsätze. So, ja? Die Frage ist, ob sie trotzdem kriegen unter Kompanie. Das ist so das Thema. Aber das ist so, glaube ich, der Gedanke von Uli Hoeneß und vielleicht dem Aufsichtsrat dahinter. Ja? Dass man die sportliche Führung halt einfach dazu zwingt, jetzt zum Beispiel an so einem Lennart Kahl festzuhalten. Ja? Wenn dem so ist, ist es natürlich traurig, ja, dass man dann einen Trainer hat, der das nicht mitträgt oder auch einen Sportvorstand, der das nicht mitträgt, auch wenn das kommuniziert. Aber das wissen wir alle nicht. Ja? Also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es an der Kohle liegt. So. Und um darauf zurückzukommen, Max Eberts Arbeit zu bewerten, ja, I don't know, Alter. Er ist komandos geworden. Er hat Sané nicht verlängert. Ob das jetzt sein Verdienst ist, wage ich mal zu bezweifeln. Er hat Kimmich verlängert, er hat Davis verlängert, er hat Musiala verlängert. Er hat Michael Olise verpflichtet.
hat einen Obig verpflichtet, hat einen Bischof ablösefrei verpflichtet, hat einen Jonathan Tah ablösefrei verpflichtet. Wir wissen alle, ablösefrei heißt nicht gleich kein Geld, ne, logisch. Ähm, hat aber auch einen Leroy ablösefrei ziehen lassen. Mit dem Opa ist noch in der Schwebe. Keine Ahnung. Wenn du dann hörst, dass Max Eberl im Woldemade Poker noch niemals eingebunden war, sondern nur im CC stand und so eine Scherze. Keine Ahnung. Ich denke, von außen ist es super schwer, Max Eberls Arbeit irgendwie zu bewerten. Ja, also ich wüsste nicht, wie ich sie bewerten soll. Ich weiß nicht, wo der was entscheidet, wo der mitfingert. Und wie wir gesehen haben, wie wir letztes Jahr schon gesehen haben, an der Geschichte mit Due, der eigentlich schon bei uns unterschrieben hatte und Uli dann sagte, nee, ist nicht, sieht man halt, dass er halt einfach auch keine Kompetenzen hat. Ja? Er hat keine Kompetenzen. Ja, ich bringe das Beispiel nochmal, ich habe es ja in den letzten Streams schon gebracht. Also mein Verständnis ist so, von so einem Verein, wie wir sind, in dieser Größenordnung, mit einer ausgegliederten AG, Aufsichtsrat, bla Sülz. Aufsichtsrat ist ein Kontrollorgan oder ein Aufsichtsorgan, sagt der Name ja schon. Und da muss es doch möglich sein, dass man sich am Anfang der Saison da hinsetzt, so mit dem Sportvorstand, dem Sportdirektor, und dann sagt man, pass mal auf, wir wollen gerne unsere Gehaltskosten drücken. Wir stellen euch Betrag X, ich sage jetzt einfach mal 50 Millionen zur Verfügung für Neuzugänge und alles, was ihr an Ablösen reinholt, durch Spielerverkäufe, könnt ihr wieder reinvestieren. So, ja. So stelle ich mir das vor. Jetzt mal unabhängig von den Zahlen, ja, die ich genannt habe, ist ja wurscht. So, aber das passiert ja anscheinend nicht bei uns. Und wenn es passiert, dann grätscht Uli jedes Mal dazwischen. Ja? Dann sagt er so nach 3 Wochen, oh nee, jetzt ist gut. Was mal, nee, jetzt. Also, nee. Koman verkaufen wir, ja, aber verpflichten tun wir jetzt keinen. Ne? Ihr dürft nochmal einen ausleihen. Letztes Jahr dasselbe mit UE, ja, wir sind ja keine Geldscheißer, also so geht das ja nicht. Ne? Also, Katastrophe, so kannst du halt keinen Verein führen. Ja? Wie gesagt, ich denke, ich sehe die Gedanken dahinter vom Uli und ich trage die auch mit, ja, auf jeden Fall. Nur dann hätte man anders agieren müssen. Ja? Warum hat man dann Spieler wie Iran Kunda weggegeben für ein Apfel und ein Ei? So. Ist doch völlig fein, wenn du dann 3, 4 Jugendspieler dahinter hast. So. Und wenn dann Not am Mann ist und ein Jugendspieler nicht performt, ja, dann muss es doch möglich sein, dass du noch einen dahinter hast. So, das hast du ja jetzt nicht. Du hast Lennart Kahl. So. Was ist in 2 Monaten stellt sich raus, Lennart Kahl ist nicht das, für das sie ihn alle halten. Er packt es nicht und gut. Ja, kann ja passieren. Ja, ist ja nun mal schwer beim FC Bayern, ist ja logisch. Aber was ist dann? Nix mehr. Ja, nix. Das ist das Problem, was ich sehe. Ja, so viel mal zu unserer Transferphase. Also wie gesagt, ich denke, die Ziele wurden erreicht von Max Eber. Er hat Gehälter eingespart, er hat mehr Geld eingenommen, wie ausgegeben wurde. Ob der Kader jetzt so dünn besetzt ist, können wir gleich mal drauf eingehen. Weiß ich nicht. Wie gesagt, man hätte ein bisschen anders agieren können, ne? Auf dem Transfermarkt und auch auf dem, wie man mit den jungen Joistern halt umgeht. Und dann wäre der Kader auch nicht unbedingt zu dünn besetzt, ja. Und wenn ihr jetzt gerade mal die ersten 3 Spiele gesehen habt, wir haben in 3 Spielen 12 Tore gemacht. Ich glaube nicht, dass unsere Offensive gerade das Problem ist. Ja, ich glaube, wir haben gesehen, wo unser Problem ist. Das ist auf einer ganz anderen Position. Ja, wir werden sehen, was heute noch passiert. Sehr wahrscheinlich kommt der Jackson natürlich kriegen wir da wieder den Stempel aufgedrückt, so genauso wie Liverpool uns die Stempel aufgedrückt hat. Ja, die Vereine wissen halt, dass der FC Bayern Not am Mann hat, ja, weil alles in die Öffentlichkeit kommt, alles bei uns, was Transfers angeht. Nehmt als Beispiel den Wirtz-Transfer. Habt ihr davon irgendwann irgendwo nur ein Gerücht gehört, dass er dann zu Liverpool geht? So, wieso kriegen wir das beim FC Bayern nicht hin? So, und da muss man sich doch nicht wundern, wenn Gott und die Welt weiß, oh, der FC Bayern braucht noch unbedingt einen Spieler, dies, das, Ananas. Ja, dass man dann die Hosen langgezogen kriegt, Alter. Ja, da musst du dich doch nicht wundern. Ne? Was ist denn los? Die müssen doch einfach alle mal die Fresse halten. Ne? Dann können wir auch mal wieder Transfers machen, so wie es mit Michael Olise war zum Beispiel. So, das war völlig fein. Das war aber auch der letzte Transfer gefühlt, wo das so war. Also seitdem alles öffentlich. Ja?
Und alles wird kommentiert halt auch. Es ist ja gut, wenn da so ein Plettenberg oder sonst so 'n Fotzenkopf da irgendwelche Gerüchte in die Welt streut, aber dann kommentier doch nicht alles. Ja, was ist denn los? Also, da sind keine Ahnung, da haben wir so viel Nachholbedarf irgendwie, weiß ich nicht. Ja, wilde Nummer, ne? So, jetzt gucke ich mal, was ihr zur Transferphase geschrieben habt.